Dat Fundament van dat biblische finanzielle System. Barmherzigkeit. Dat Entlotungsjahr. Eine Menschheit, wat immer weiter von den Banken Geld liegt, wird bald tot in Schuld sein. Die gesammelte Schuld von unserer Menschheit hat sich in den letzten 30 Jahren bedeutsam vermehrt und nicht bloß die allgemeine Familie stehen unter dieser Last. Die Entwicklung wird vorhersehbar. Wenn die Interest immer ein bisschen höher ist als das ökonomische Wachsen, dann müssen die Gelieder zusammen nur nehmen, als die Ökonomie von das Land wächst. Dit wird bald, so als ein Schneeball, wird vom Eiver aufrollen immer größer wird und mehr Schwung kriegt. Das ist meist allmählich von dit lasterhafte Rad loszukommen. Das einzige Ding, was dort erhält, ist die Schuld aufschneiden. Das ist wirklich Gott seine Idee. Er nennt dort ein Entlotungsjahr. Er will nicht, dass eine Generation oder andere in Sklaverei ist. Schuld aufschneiden hört sich gut an, besonders für den Schuldner, aber lauter, wo wir auch noch davon reden, wo dem Kreditgeber dort auch gut tät. Gott hat das Entlotungsjahr in sein finanzielles System mit angeschlossen, so dass Schulden nicht eine ganze Lebenszeit anholen und zukünftige Generationen eine Last sein würden. Das Entlotungsjahr ist Gott seine Versorgung für Menschen, die den Fehler gemacht haben, dass sie Geld geliehen haben, dass sie loskommen und wahrer frei leben können, ob sie ihren Fehler erkennen oder nicht. Wenn das ständig angewandt wird, ist das ein erfolgreicher Weg, gegen die Bedeutung von das Geschäft von Geldleihen zu stoßen. Das Prinzip von das Entlotungsjahr, das allem geht. Das helpt die, was Geld utleihen, dass sie dort bedenken, wem sie was leihen und wieso. Die wollen dort nicht tun, daran Geld zu machen, wenn dort furz zu sein ist, dass es sehr wahrscheinlich ein Verlust für uns sein kann. Daher wollen sie bloß dann Geld utleihen, wen sie helfen wollen. Das Entlotungsjahr schafft so als das. Am Ende von alle 7 Jahren muss die alle Schulden utstrecken. Nur einfach, nicht so? Ja, das ist, aber hier sind die Einzelheiten. Jeder 7. Jahr soll jeder, was schuldig sind, ihre Schuld vergeben. Das ist, was die im Entlotungsjahr tun sollen. Ein jeder, der an ein Israelit Geld geliehen hat, soll die Schuld strecken und vergeben. Er soll nicht ab die Tolling bestehen von einem Israelit, der doch sein Bruder ist. Die Verzeihung, die hier bekannt gegeben wird, ist vom Herrn. Von einem Fremden kann je ab den Port bestehen, aber deinen Bruder sollst du vergeben. Der Herr jün Gott wird jün sehnen an dat Land, want hij jün das sein Aufgaut jaft, und da waren keine notliedende Mann jün seinen, wann je dem Herrn jünen Gott gehorchen waren, und je abpassen waren, dat je das ganze gebaut holen, want hij jün von da geef. Der Herr wird jün sehnen, kriegt so, als hij versprochen hat. Die waren an viele Länder utliehen und von keine selbst liehen. Die waren Macht haben über viele Länder und die waren nicht über jünd Macht haben. 5. Mose 15, Vers 1 bis 6. Das Entlotungsjahr ist so eine wichtige Sache, dass ich dort wage zu sagen, dass das Fundament von Gott sein ökonomisches System ist. Dort dreht das weltliche Driven für Geld liehen trägt. Das Geld utliehen, daran einen Verdienst zu machen. Bei Gott ist das aber anders. Wenn du wirklich wem helfen wirst, dann gewinnt, was dir fehlt. Wenn du wirklich einen Gewinn tragen wirst, dann vergib dort utgeliede. Bemerkt Gott seine Wehe zu den Juden. Der Herr wird jüns sehnen. Wo trägst du für? Ein paar Prozent Interest oder wann Gott dort mal nimmt? Wer würde die Dollar sehnen können? Der Schuldner, durch dem, dass er die dort geliede mit Interest zurückgibt, oder Gott? Ich trage Gott seinen Sehen bei weit für. Besieht das, Interest ab utgeliedet Geld ist miserablich wenig. Das ist einfach nicht genug. Bloß etliche Prozent von Hunderte, das ist miserablich. Ich will mehr, und das kommt von Gott. Wir müssen unsere Denkweise ändern. Seien Eifsten sind Gott seine allgemeine Prinzipien. Wenn ich ein Sodkorn an die Erde nehme und das sterben lässt, dann habe ich die Hoffnung. Ich weiß noch nicht, wo die Ernst sein wird, aber ich habe die Hoffnung, dass ich 30, 60 oder 100-mal so viel ernten will. Gott sagt, dass du keine Armut sein soll. Das ist auf ein anderes Prinzip gegründet. Wir sollen uns versichern, dass sich das Kapital von jeder einem in der Gesellschaft vermehrt. Jeder einer soll ein Part davon haben. Aber das wird sicher nicht passieren, der Geld liegen auf Interest. Weil wir einmal nur den Unterschied kicken zwischen Gott sein Weg und der Welt ihr Weg. In der Welt sieht das so aus. A liegt bei einer Summe Geld, und B macht damit einen Gewinst und gibt A ein Teil davon in der Form von Interest. Vermehrt B sein Kapital damit,
bloß ein ganz kleines Beet, heimat seine Schuld auftolen, en ewer dort noch ein Port von dem Verdienst geben. En, je mehr uitliet, je daller worst sein Kapitol im Vergleich mit dat Kapitol von seinen Schuldner. Wordt rik von bei. Gott will aber nicht, dat wat rik in andere arm sind. Hij will, dat alle gut versorgt sind. Hier ist Gott sein System. Sitzt bei sein Bedürfnis und sagt, die fehlt wirklich halb zum Wiederkommen. Ich will die wat liehen. Versieg mich dort ein 6 Jahr zurück zu geben. Dit trifft nur, dat sein Kapitol waschen kann. Hat sein Kapitol investiert in, hier kommt die Ändernis nennen, Jeff dort besieht sich selbst als eine Gesäde Sod, so dat die Kienen in viel Frucht tragen kann. En der Herr sieht, du hast recht geseinen, ich post ab, dat ich mein Wort hol. Jeremia 1, Vers 12. Gott wird uns sehen, wie er sein ökonomisches System schafft, ganz versichert. Ich persönlich trage Gott seinen Sehen für die Interesse von einem Schuldner, weil wir lehren, biblisches Lehren als eine Inversion anzukicken. Gott prüft mich auf, zu sein, als ich loslassen und vergeben kann, oder ob ich darauf bestehe, alles anzusaten, dort zurück zu kriegen. Sicher waren einige sagen, ich will dort zurück haben, das ist dort für mich ein Verlust. Nee, dort ist nicht ein Verlust. Für ein Hektar Land brauchst du ungefähr 5000 Kornchäner, eine gute Ernte zu haben. Was passiert, wenn du über bloß 2000 Chäner säst? Wo wird die Ernte dann sein? Wo ich krieg so viel Ernten können? Sicher nicht. Der Gedanke, was hinter Schuldentloten steht, ist dieser. Dort het nicht uit, wo viel ich nur meine Meinung verliere. Wo sich dort Müll genommen haft, ist mir als genug. Wenn ich ein Beet gebe, wo ich wenig ernten. Aber wenn ich frühjährig gebe, wo ich rücklich ernten. Denkt daran, wer sparsam seid, wird auch sparsam ernten. Wer aber mit voller Hände uitstrebt, wird rücklich ernten. 2. Korinther 9, Vers 6. Dit ist eine wirkliche Herausforderung für unsere Denkweise. Dit bedeutet, dass wir uns von der Denkweise von dieser Welt wegdrehen müssen. In das weltliche Kreditsystem habe ich schriftlich die Kraft, den Schuldner Druck abzuleihen. Aber in Gott sein ökonomisches System kann ich bloß vertrauen, dass Gott mich sehen wird und mir dort mal genommen geben wird. Sind wir willig, dort zu tun? Dit fordert eine Entscheidung zu ändern, weil wir das Wechsel von Werte, diese Ändernis von Denken und Weg von Arbeiten in uns passieren lassen, dort ist ein Wagen in ganz am Gegensatz, zu wo wir zu denken gelehrt haben. Geben und vergeben sind wichtige Prinzipien, Gott seinen Sehen zu erfahren. Mit anderen Mitgliedern zu sein, ist ein wichtiger Port für Gott sein Sehen. Aber, wenn ich in Schuld sehe, kann ich nicht für Mitleiden oder Barmherzigkeit werden oder dort erwarten. Ich sehe davon aufhängig, was mir dort lied, weil, in allgemein sehe ich schuldig, die Schuld aufzuholen, so als die Welt früh in 2. Königsfeuer. In Nehemia 5 lesen wir, wo die Menschen, der geliedet Geld, die rike Meisters ihre Diener in Sklaven geworden wären, worauf Nehemia der Uitleer dodelt in Schuldentlotung verlangt. Durchmang das Volk entstand eine große Unzufriedenheit. Die Männer in ihrer frühest kämen noch nie und beklagten sich über ihre Stammbrüder. Einige sehen, wie motten unsere Sehns und Dächter durch jeden Saaten, Getreide zu kaufen, dort wir eten und leben können. In andere sehen, wie motten uns Ackerland, Weingärtes und Hieser durch jeden Saaten, an unser Hungersnot Getreide kaufen zu können. In noch andere sehen, wie mussten uns Ackerland und Weingärten durch jeden Saaten, zu Geld zu kommen, den König Tagstolen zu können. Und sie sehen, wie sind doch so als unsere Brüder, von dasselbe Fleisch und Blut. Und unsere Kinder sind doch so als ihre Kinder. Und kiek, wie motten unsere Sehns und Dächter als Sklaven deinen loten, und einige von unseren Dächter sind all missbraucht worden, und wir können nichts durch jeden daunen. In uns Ackerland und unser Weingärtes gehören andere. Als ich diesen Himmel schreiende Wied hielt, ward ich sehr ehrlich. Und ich überled mir die Sache gut, und dann schuld ich die angesehene Männer und die Rotshaaren in See an. Welche einer dem anderen utnutzen, Interesse zu gewinnen? Und ich brachte eine große Versammlung gehen an Topensee an. Wir haben unsere jüdische Brüder losgekauft, was an die fremden Völker verkauft werden, so wie das uns dort möglich wir. Und die wollen die nu selbst verkaufen, dort wir die Ware loskaufen motten, dann werden sich stellen von keine Antwort. Und ich seht, dort ist nicht gut, was die daunen. Soll je nicht an Furcht vor unseren Gott leben?
Anders waren die Völker, wat onze Feind sind, über uns spotten. Ich und meine Brüder in mijn Freundschaft haben unsere Stammbrüder auch Geld in Getreide geliehen, aber wir wollen an diese Schuld stricken. Geeft dan vandaag doch je Ackerland, ihre Wijngaardes en Olivengaardes en Hisa terug, en strikt dan ihre Schuld, wat sie begünt haben, an Geld, Getreide, Wien en Öl. Dan zeiden zij, wir wollen dat teruggeven en willen nichts van anforderen. Wir wollen dat so doen als du gesagt hast. En ik roep de Priester en Leid anschrijven, dat zij dat so doen würden. Von die tijd an, als ik angesteld word, de verwalter über dat Land Juda te zijn, von dat 20. Jahr an bis dat 32. Jahr, von dem König Artasasta, dat zijn 12 Jahr, lehnte ik dat Einkommen auf, wat mij en meine Brüder als Verwalter traf. Nehemia 5, vers 1 bis 12 en 14. Wanneer ik die zie wat geld uitgeleid heb, dan schijnt de schuld te ontloten de sicherste weg te zijn om ons Reichtum te verlieren, waarin ik de schuld loslaat. Am Anfang ist dat ein Verlust von uns Eigendom in ein Teilnehmen von wat die Schuldner eigend. In Wirklichkeit ist dat aber de sicherste Weg, um mein Eigendom mal zu nehmen. Ich sei en ich ahnt, im Gehorsam zu Gott gebe ich mein Recht ab, indem ich zu dem Schuldner barmherzig sie, und dann will Gott mich segnen. Jo, Gott seine Denkweise widerspricht unsere Denkweise folgen, und uns mag dat nicht sein. Aber wenn ich andere vergebe, mag ich mich selbst los. Sinnliche Denken mag dat klar. Wenn wir sagen, ich trage immer noch einen Euer über am, wer trägt hier die Last? Dat ist die Person, wat nicht verjeft. Aber Gott sein Segen hat noch mehr zu geben. Jeft in jünd wordt eine goude moed, doorgedrekt, taub geschädert en overval en de schout gejeft worden, wils met die moed, de je voor andere brokken, wordt jünd ook toegemeten worden. Lukas 6, vers 38. Noch ein Beispiel von Schuld entloten ist das Gleichnis von dem nicht vergebenden Diener in Matthäus 18. Die, wem er schuldig war, hat ihm eine große Schuld entloten. Und es steht, dass er diese Barmherzigkeit wiedergäuf, jenkt des Diener nu und verlangt dringend, dass er wat ihm eine viel kleinere Summe schuldig war, dat alle zurückgeben soll. Daraufhin tragt die, wat ihm die Schuld entloten hat, sinnlos loten zurück und schmeißt ihm an die steht im Gefängnis nennen. Matthäus 18, vers 21 bis 34. Allgemein, wenn wir an das Gleichnis ankommen, denken wir an die geistliche Seite von Sinn, aber ich glaube, dass Jesus mit Flieh das Verholen von einer materiellen Schuld mit annahm. Wo viele von uns haben jeden Gott gesündigt und haben jeden Arm übertreten und beleidigt durch fehlendes Vertrauen. Im Vergleich mit das erst Geld schuld sei wat nadet. Ich hab mir dort verdient, nur die Halt zu gehen für die Sünden, was ich begonnen hat. Aber Gott hat die alle verjeft. Und dann will ich meinen Mitmenschen nicht von der Schuld von ein paar 1000 Euros lösen. Und wenn das auch noch viele 1000 Euros wären, was ist das im Vergleich mit das Leben, was mir gejeft ist worden? Das ist das andere Part von das Gleichnis. Wenn ich nicht verjef, sehe ich so als die erste Schuldner. Mir wird alles verjeft, aber ich verlangt meine wenige Euros zurückgeteilt zu kriegen. Will ich Segnungen im Leben haben oder sehe ich mit etlichen Euros zufrieden? Wir kennen das Prinzip von der Sündenvergebung und sind dafür dankbar. Aber wenn wir das in das dritte Teil von Jesus seiner Lösungswerk, was er am Kreuz erfüllt, auch an? Das Prinzip von ständig Schuld entloten schafft so als ein Knups, um was frisch anzufangen. Das ist ganz das Gegenteil von das Kreditsystem von dieser Welt, was darauf gegründet ist, dass die Schuldner seine Schuld betont. Gott sein finanzielles System aber ist gegründet auf Geben und Vergeben. Und ja, das System ist das Walsen von mein Reichtum, Sehen, nicht abhängig von dem Schuldner, aber vom Herrn. Wenn du also Dollar gesegnet sein wirst, dann sie freigebrig. Gott hat so viel mehr, was er dir geben kann. Und du wirst noch mehr davon kriegen, wenn du auf seinen Segen rechnest, als wenn du das ausgeliehene Geld, was ab den letzten Cent kriegen wirst. Kann die, was Geld ausgeliehen hat, das annehmen? Die, was durchdacht, dass er frei von Jids und Begehr wir, die mocht nu seinen Sinn darüber ändern machen. Ein guter Weg, um zu sein, was Wirklichkeit ist auszufinden, wo schwer das für mich ist, einen, was mich schuldig ist, loszulassen, frei zu machen und seine Schuld zu vergeben. Ist das alle bloß alttestamentlich? Nee, sicher nicht. Jesus lehrt im Neuen Testament auch, und das ist für vandaag anwendbar. Dort wies uns, wo wir denken und handeln sollen. Aber ich sage zu jünd, die mich hören, wies läuft zu jüne Feind, und dort die Gaudet, die jünd nicht leiden können,
Sehen die junt vliegen, en beet voor die junt beleidigen. En wer die op eine Bak schlägt, dem hol de andere ook aan, en wann die wer den Wanig wegneemt, dan jef hem ook dien hand. Wer die am wat prachat, dem jeft dort, en wann die wer dat dien je wegneemt, dan vaar dat nicht träg. Dort gero dort voor anderen, wat je antwoorden wenschen voor junt te doen. Wat heb je voor een dank dafür, wann je lui voor die haben, die junt goud zijn? Wils de Sünder sind ook die goud, wat aangoud zijn. En wat heb je voor een dank dafür, wann je die goudet doen, die junt goudet doen? Wils dat doen de Sünder ook. En wann je die lehen, van die je dat rekenen terug te krijgen, wat heb je voor een dank dafür? Wils de Sünder lehen andere Sünder ook, van die ze rekenen krijg zoveel terug te krijgen. Aber wisst, dat je lief haben für jene Feind, dort goudet en lied, door wo je nog rekenen terug te krijgen. Dan wordt je loon groot zijn en je worden den allerhechsten zijn kinderen zijn, wils hij heeft ook een jammer gehad voor de ondankbare en die wordt aanrecht doen. Door wie je hebt erbarmen, groot zoals je een vader erbarmen heeft. Dort niet rechten, dan word je ook niet gerecht worden. Verdammt anderen niet, dan word je ook niet verdammt worden. Verjeeft en junt wordt verjeeft worden. Jeeft en junt wordt een gouden moed, dol gedrekt, taubt gescherret en evenval, en de schout gejeeft worden, wils met die moed die je voor andere brokken, wordt junt ook toegemeten worden. Lukas 6, vers 27 tot 38. De filosofie van dat Rijk Gottes is ganz anders als de filosofie van de wereld, wanneer het om dat hanteren van materiële Gitter gaat. We nennen ons Kinder Gottes en zijn dat ook. Wel we dan ook zo omgaan als een ziemlicher Vader. Hij is te allem barmherzig, sogar te de ondankbare in de Beise. En die tijd als God met dit principe leert, hadden we in onze firma vele uitstående schulden. Besonders wij die dat te zijn, dat de meeste noten wat alvaardig wären, Christen wären. We wären te die tijd nog in Paraguay, en scheinbar schijnt dat ganz wat bekannter te zijn, dat Christen dat niet als snedig aanzagen, andere Christen te betonen wat ze schuldig wären. Dit onverantwoordelijke verhouden bouwt mij, en ik had al einen afkoot aangenomen om dat geld te samelen. Ik voel me door even aber nicht ganz smakelijk in Bed holend. Haar, wo wirst du dit hanteren? Ik had al etliche erfaringen met God gehad, wat met Finanzen te doen hadden, en wil nu wirklich weten wat God van al dit dacht. Dan traf ik den folgenden Vers aan. Wer die om wat prachat dem jeft dat, en wann die wer dat dien je wegneemt, dan vader dat nicht terug. Lukas 6, vers 30. Wann jemand seinen Zadel nicht betolt, aber wieder den Dienst hält, nimmt hij mein Geld. Ik dacht hastig wo sich dort abtalen wordt. Dat wordt me veel kosten. Ik had bloos 2 dingen wo ik van wählen kon. Wil ik dit zo hanteren als mijn vader zegt, oder wil ik niet? Ik ben over dit methodes. Wil we de uitstående schulden zo hanteren? Dit wir zo in de Bibel geschreven en we willen God seine Kinder zijn. We trokken door eine Lijn en vergaten van de zaak. No de Rechnung no blijven we hängen, ohne dat de Schulden ons betolden, aber van binnen wie frei en brukten we da ook nog je in onze Brüder en Schwestern holen. En, Gott sei Dank, we hebben ook dit Zolen vergeten. En, wat God ons vandaan gegeven heeft, is etliche Mal zoveel als wat we losleiten. Du hast bloß ein Weg, um Gott seine Segnungen te kriegen, en dat is, dat te doen wat hij zegt. Man wordt denken, dat ik meine Lektion geleerd haben wird, nicht so? Aber dat wir noch lang nicht even. Diese Lektion moet wichtig zijn, wegen Gott de etliche Mal wiederholt. Eine für mich bekannte Person wie an eine schwere lag, en kwam naar mij en vroeg mij nog geld en zei, dat hij mij bijna een jaar terugtolen wordt. Ik wist dat hij dat niet doen kon. Dat wie einfach onmöglich. Ik wist niet wo hij dat te doen plant. Doris en ik vertelden darüber. Wat soll ik doen? Wir kämpften wirklich mit dieser Sache. Ich will nicht eine Entscheidung machen, wo ich von Anfang an wusste, dass ich Geld verlieren würde. Aber ich wusste auch, dass Gott sieht, dass wir helfen sollen. Ich bet Gott also um besondere Führung. Ich bet dass er durch sein Wort zu mir reden wird, und dann wählen wir einen Bibelvers von unser Daus. Und was gleich seht der Vers? Wer die wat prachat, dem jeft dat. Lukas 6, vers 30. Ik wist dat al, dat dit weer wat de Bibel zegt, aber nur allem nu wist Gott, dat mir dat an Besteuerung fehlt. Ik geef dem Mann dann de Sam, wo hij nu vroeg, en dat passiert krijg zoals ik dacht. Hij kon dat nicht betonen als ein Jahr vorbei weer. Ik verzocht ohne Erfolg etliche Mal dat Geld te collecten, en am 7. Jahr schmeid ik den Schuldzadel en de Meldus nennen.
Wann ik de andere persoon in zo'n Fall traf, kan ik hem zeggen, vergeet van dat eeuwige, mag Gott die segnen. Wann wir uns nicht begegnen, ist dat ook krijgt zo goed. Dat aufgeven, losloten, zeien en dat storven loten, dat is Gott zijn Weg om wat mol te nemen. Wann wir vergeven, wo wir door de leichter, en Gott kann uns dann beter segnen. Diese Ort van Lien stellt uns zweig davon op de Probe. Jeweg, wen ik van dem anderen einen gewenst haben will, oder will ik de andere Person wirklich segnen en helpen. En dat Kreditsysteem van deze Welt, wie om van dem Schuldner einen gewenst te tragen. Gott deed dat nicht so. Hij zegt, ik geef, ik help, ik opfer mich selbst für die. Wann ik jemand Geld lie, kann dat vorken eine ziemlich kleine Zahl sein, wann wir daran denken, dat Jesus zijn Leben geeft. En vergelijk met dat grote geschenk is dat wat we geven zijn naad. Wanneer ik iemand helpen wil, indem ik aan wat geld ohne Interesse lie, sogar wanneer dat mijn dochter is, zal ik dat danach met haar bereden, wo ze dat teruggeven wil, hoeveel zij terugtolen wil en wanneer. Ik wil de andere persoon helpen, maar in deze tijd zal ik mijn geld verzekeren terug te krijgen. Dat geliehen geld zal haar helpen in ihr kapitaal vergrateren, besonders wenn ik haar dat ohne Interesse brokken lot. So kann sie ihr Geld haben vermehren und dann mein terugtolen. Dat is sehr wichtig, sich an beständige Tolingen zu vereinigen. Sei nicht, dass die andere Person terugtolen kann, wann sie das Geld ihr schafft. Das ist nicht einzelheitlich genug. In den meisten Fällen wird das nicht passieren, oder das wird viel lauter worden, als du denkst. Stell dir das vor, dass du jemand Geld geliehen hast, was du noch nicht 1 Cent zurückgetolt hast, aber nu geht ihm das am Geschäft gut, und er hat sich ein neues Auto gekauft. Dat kann mich doll machen. Bist du mir nicht Geld schuldig? Sollst du mir nicht erst einmal zurückholen? Das bringt dat leicht bei Streiterien in Zank. Um das Verhältnis zu beschützen, sind klar beredene Sachen, sogar mit unsere eine Kinder und no Verwandte eine sehr gute Halb für beide Seiten. Wann wat klaret bereid ist und die Schuldner großen Erfolg haft, und wat von dat Geld für sich selbst brucht und dat beredene ober not kommt, dann ist zwischen uns alles in Ordnung. Wann du dat Trägtolen oploten wirst und sagst, tol mir dat Träg, dann wann du wirst und wann immer du kost, dann würde ich toten, dat du dat Furz aufschriftst. Dann bist du frei und die andere Person auch. Aber dat geht auch anders zu tun. Diese Sachen klar zu bereden, kann dem Schuldner auch helfen zu lernen, wo sie Geld verantwortlich hantieren müssen. Und vergeht dat nicht. In jeder Fall gehört die Schuldzettel nur 7 Jahre an die Meldung nennen oder an den Papierschrauder, wenn du einen hast. Weil ich, dat Gott meine Sünden und Fehler je in mir hält und verlangt, dat ich ihm dat trägtol, wat ich ihm schuldig sie? Ich kann mich noch an Tiden denken, wo ich dat Tiende nicht einmal betonen kann. Ich kann bloß von dat geben, wat Gott mir vorher gegeben hat, und einmal käm ich nicht noch. Für eine Zeit lang schreib ich mir dat sogar doll, wat ich am Tiende auftolen noch schuldig wir. Dann sieht Gott zu mir, Victor, vergeht dat. Du bist nicht dadurch erreicht, wen du dat Tiende tolst. Ich sehe in die nicht, wen du dat Tiende tolst, aber wen ich Gott sieht zu die. Ich vergebe die und ich sehe in die. Nehmen wir Gott seine Vergebung vor uns an? Keiner von uns kann sich das leisten, das nicht unternehmen. Ist du einer von uns, der das Geld immer so hantiert hat, dass Gott das will? Ich da das vorken tun, als wat ich doch wat reicht wir, und erfällt meine Wünsche tun, als mir das jankert, wenn ich das Geld habe, das zu tun. Und früh nicht nur Gott. Vielleicht habe ich damit auch für Gott gesündigt, wenn ich das Geld nicht selber hantiert. Ich habe Vergebung nötig, für meine Finanzen nicht recht hantieren. Soll ich anderen nicht auch vergeben, wenn sie das nicht recht hantieren? Oder will ich bloß unbarmherzig alles ansammeln und alle Barmherzigkeit verlieren? Ich denke, die Antwort ist klar. Wir weiten, was wir wollen. Wir wollen Gott seinen Segen haben, und Gott sein Segen ist viel wertvoller als alles, was Menschen mir jemals würden trägtolen können. Die Sod, was wir an der Erde angeben, stirbt ohne Gelegenheit, sich wahrer zu erholen. Aber dadurch war es eine Plant, was 30, 60 oder 100-mal mehr reicht, als was wir losleiten. Jeven bedient Säen und Säen bedient Ernten. En hij, die dem Seemann so zum Säen und Brot zum Eten jaft, wird auch günd mit so versorgen und dat sich vermehren loten. Hij wird dat Goude wat gedaunen, zu einer reiche Arend worden loten. 2. Korinther 9, Vers 10. Gott sein Segen kommt euch mal nehmen, dat toenemen van jeder gegrenzt op Gehorsam en Vertrauen. Wann ich Gott sein Wort gehorsam sie und die Gelegenheiten nutz,
om vrijgevig te zijn en te vergeven, dan stel ik mijn vertrouwen op God en niet doorop dat die persoon mij terugtolen wordt. Wanneer ik mijn vertrouwen op God zet, neemt hij dat mal wat ik heb. Wel we de geschichten van Jeven en Krieën in de Bibel behouden, ook die, wo de wet vroegers voor de profeten Elia en Elisa arbeiden, en wo Jezus de 5000 en de 4000 te eten geeft. Want we dat, wat we hebben vrijgevig brokken worden, wordt God dat mal nemen. Wanneer we geven, investeren en God vertrouwen, passiert dat mal nemen. Wanneer we geven, geven we dat am dood aan. Dan hebben we dat werkelijk losgelaten. Die worden alle zijden han rijk gemaakt, dat je rief uitdelen kunnen. Zo worden vele God voor de goven danken, die we aan vermiddelen. 2 Korinther 9, vers 11. Wanneer we de mensen van ihre schuld loslaten, veroorzaken we dankbaarheid aan ihre harten. Dit is ook een weg om God zijn kennelijk van barmhartigheid door te stellen. Wanneer iemand ons van wat vrij maakt, zijn we ook dankbaar. Als de persoon God door vereert oder nicht, dat is niet zo wichtig. Dankbaarheid woont in ihr hart, en algemeen worden mensen God danken en aaneren, wie in dit wonder zijn, wat we in onze Gesellschaft algemeen niet zijn. God wordt geëerd, der geven en vergeven. Wat voor een Segen.